Die Mutter von Anna ist wieder zurückgekommen in die Küche. Das Monster hat sich schnell wieder in die Ecke gezwängt. Wo ist denn jetzt auch der Teig wieder angekommen? Der hat das Monster gerade abgeschluckt. Es steht da hinten und ist ganz lila geworden vom vielen Schämen. Eigentlich ist es ja blau, aber wenn es rot wird, wird es automatisch lila. Anna, lass nicht so einen Blödsinn raus. Du gehst jetzt sofort in dein Zimmer und dann will ich nichts mehr hören. Am Abend sind die Eltern zusammengehockt und haben sich über Anna und ihr Monster unterhalten. Das mit dem Kuchenteig war einfach zu viel gewesen. Was machen wir nur mit dem Kind? Weisst, Schatz, sie ärgern uns mit dem Monster, weil sie sich doch so fest einen Hund wünscht. Morgen bekommt sie ihren Hund und dann ist alles vorbei. Du wirst sehen, das Monster wird sich schnell in Luft auflösen. Hoffentlich hast du recht. Anna ist mit dem Teddy im Arm im Bett gelegen. Morgen habe ich Geburtstag. Freust dich? Ich habe mir einen Hund gewünscht und ich glaube, dass ich ihn auch bekomme. Du bekommst also einen Hund. So. Übrigens, weisst du, dass ich dann morgen nicht mehr da bin? Ich komme immer vor dem Geburtstag, damit die Wünsche in Erfüllung gehen. Da du jetzt einen Hund bekommst, bin ich nicht mehr dein Wunsch. Monster, liebes Monster, du kannst doch nicht einfach so fortgehen. Ich habe dich doch gern. Das Monster kratzt sich mit dem Zeigefinger an seiner Monsternase. Ja, dann muss ich mir etwas einfallen lassen. Weisst, der Hund, du und ich, wir haben es bestimmt sehr schön zusammen. Ich muss mir nur noch einen Namen für den Hund ausdenken. Tommy oder vielleicht Tim. Überhaupt, Monster, du musst auch einen Namen haben. Wo Anna zum Monster überschauen will, ist es verschwunden. Anna ist ganz fest traurig. Er ist einfach gegangen, ohne sich richtig zu verabschieden. Sie steht auf und geht zum Fenster führen. Ganz oben, zwischen den vielen blinkenden Sternen, hat sie den runden, vollen Mond gesehen. Der Anna purzelt ein kleines Tränchen die Backe durch ab. Ja, sie fühlt sich allein. Traurig geht Anna wieder zurück in ihr Bett. Ja, aber was sieht sie da? Neben dem Teddy, der auf dem Kopfkissen liegt, hat sich das Monster breit gemacht. Es ist jetzt sogar noch kleiner als der Teddybär. Anna ist überglücklich und hat das Monster gerade sofort in die Arme genommen. Es hat sich ganz weich und leicht angefühlt. In dieser Nacht hat Anna dann gut geschlafen. Sie hat von vielen gemeinsamen Abenteuern mit dem Monster und ihrem Hund geträumt.